Heute zusammen, das ist der Balz. Ich will euch wie jedes Jahr meinen Kalender vorstellen. Dieses Jahr gibt es ihn in 3 Grössen. Das ist mittel, das ist klein und das wäre gross. Wie immer geht es mir nicht nur darum, dass ich Fotos von mir publiziere, sondern dass ich auch Zitate dazu suche. Und das Jahr ist das Motto 12 Zitate für eine entspannte und liebevolle Grundhaltung im Alltag. Ich zeige euch ein paar Bilder und stelle ein paar Zitate vor. Im Januar habe ich fast immer etwas, das mit dem Anfang oder mit dem Wechsel zu tun hat, so als Einstimmung ins neue Jahr. Hier auch mit dem Pinsel und dem leeren Blatt, also wie eine Inspiration zum Neuanfang. Das Bild für den Februar habe ich auf einem Spaziergang vor einem Schulhaus am Boden mit Kreide aufgemalt gefunden. Und das Zitat von Wayne Dyer gefällt mir schon lange. Change the way you look at things and the things you look at change. Im März, das habe ich in Basel, also beziehungsweise in Arlesheim in der Ermitage aufgenommen, die Schneeglöckli. Und der Satz, der sagt, aus allem, was du erlebst, wächst etwas. Und oft bist es du selber, der wächst. Für das Bild habe ich sehr, sehr lang gesucht, weil ich etwas sehr Beruhigtes, etwas Ausgleichendes wollte, bis ich dann endlich das Zitat von der Etty Hillesum gefunden habe. Manchmal ist die Pause, die wir uns zwischen 2 tiefen Atemzüge gönnen, das Wichtigste an einem ganzen Tag. An solchen Zitaten gefällt mir natürlich auch, dass wir sonst eher von Leistungsaufforderungen umgeben sind, von einer Kultur, wo Leistung und Erfolg und Produktivität sehr viel bedeutet. Und eigentlich gehen fast alle meine Zitate ein bisschen in die Richtung, hier ein bisschen Gegengewicht zu machen. Am Mai habe ich sehr viel Freude, weil ich mich hier mit ein paar Blumen angesetzt habe und langsam, Schritt für Schritt das Muster ausgelegt habe. Das Muster ist ja bekannt als die Blume des Lebens. Aber mir ist es diesen Sommer im Engadin ist mir das Muster eben auch begegnet, wo dort in den, wie nennen sie das echt? Das Graffito oder so eine Art, wie in Verputz gezeichnet wird, ist genau auch das Symbol dort sehr präsent. Und natürlich von John Lennon das Zitat Imagine. Auch das ein wichtiger Grundsatz von meinem Verständnis. Zuhören ist auch wichtiger als die Senf dazugeben. Und damit jemand zuhören kann, muss man halt auch über das reden, was ihn beschäftigt. Ein Ohr, das zuhört, kann Medizin für ein schmerzendes Herz sein. Da muss ich nichts dazu sagen. Schon nur das Bild aufzunehmen in diesem Malstudio hat mir gefallen mit diesen vielen Farben. Und dann habe ich natürlich ein Zitat zur Kreativität gesucht dazu. Vom Ernst Ferstl, ganz etwas Einleuchtendes. Those who live at peace with themselves are not tempted to declare war on others. Das ist auch einer meiner Grundsätze, dass wenn man im Aussen viel mit Konflikt oder mit Gewalt oder eben nicht mit Frieden konfrontiert ist, dass man wenigstens schauen kann, ob man in seinem eigenen, in seinem Inneren, in seinen kleinen Interaktionen mit dem Aussen
Friedlichkeit anbringt. Ja, ich glaube, die restlichen erzähle ich nicht auch noch, damit es noch ein bisschen spannend bleibt. Die mittelgroße Version ist so mit einer grossen goldigen Klammer zusammengehabt, kostet 32 Franken, die kleine 26. Die kommt immer in so einem dekorativen Schächtel und ist innen nochmal verpackt. Das ist ein gutes Mitbringsel oder ein kleines Geschenk. Ist auch schon so etikettiert, dass man es gut verschicken kann. Und die grosse Version kostet 38. Und ich tue noch irgendwie oben oder unten den Link zu meinem Shop einblenden. Und dann kannst du ihn dort bestellen. Und kannst auch dort die einzelnen Bilder nochmal anschauen. Und ich hoffe, dass ich noch ein paar Bestellungen bekomme. Ich habe schon viele verschicken, habe aber auch noch übrig. Und freue mich über jede Bestellung. Schöne Festtage und bis bald. Ciao.